Hallo zusammen, das ist der Crown Cletus oder der Chris. Hoffe, es passt vor Lautstärke. Hoffe, euch geht's gut. Hoffe, ihr habt mein letztes Video gesehen. Dann wisst ihr jetzt nämlich auch, um was es hier geht. Nämlich das Vanguard V. Hier noch ein kleiner Desktop-Hintergrund im 2D-Modus. Grafik ist gut, das passt alles. Ja, es ist noch interessant, das so zu erleben. Was ich hier schon mal sagen kann, ist, dass das Field of View, das sagt der PC-Spieler sicher etwas, ist viel grösser als im Rift jetzt am Bildschirm. Weil ihr könnt euch das Field of View vom Rift etwa so vorstellen wie die äußeren grünen Linien, die aussehen wie eine Skibrille. So ein bisschen. Es geht noch ein bisschen weiter, aber nicht viel. Und am Anfang muss man so eine Kalibrierung machen. Das Bild ist auch so ein bisschen gewölbt, das ist eben halt, weil es auf dem Rift eigentlich ursprünglich ist gelaufen. Und jetzt zurück kompatibel ist gemacht wurde zu 2D. Der Justin, der Hauptmann hier von diesem Projekt, sehr ein gescheites Köpfchen. Und ja, das wäre wie ein Kinoplakat vom Vanguard V. Im Screenshot schon gut aufgefallen. Hier seht ihr auch die Spiegelung von Q, der Person, die man eigentlich spielt, die hier vom Himmel gerade runterzieht. Und für die es auch mal ausprobieren, ihr könnt sonst V drücken. Dann fängt dann die Frau schön an zu singen. Ganz ein geiles Lied, finde ich. Und wenn ihr P drückt, dann macht so einen Proton-Pulse-Ton, wenn es losgeht. Das ist jetzt das erste Game eigentlich von Justin. Ist noch lustig, so ein paar Easter Eggs. Also, jetzt geht das Game richtig los. Dort die Spiegelung ist sehr faszinierend. Hier muss ich sagen, mein Kopf ist ein bisschen weiter oben, wenn ich das Rift anhabe. Dann tut es hier nicht so reinklippen. Das Coole ist halt, dass man sich chillig mit der Maus umschauen kann. Mit dem Rift ist es ein bisschen mühsamer, halt wegen dem Kabel. Aber es kommt halt nie so geil rüber, ganz ehrlich. Ich schaue jetzt hier auf den flachen Bildschirm und fühle mich halt so entfernt. Und wenn man das Virtual Reality Headset anlegt, ist man halt echt mittendrin. Steht nur dabei, aber das trifft es echt perfekt. Nichtsdestotrotz ist das Spiel natürlich spielbar. Es ist ein bisschen schwieriger, die Distanz einzuschätzen, ist auch klar, im dreidimensionalen Raum kann man einfach die Distanz einschätzen als im 2D. Und durch das Feuerschild, das eigentlich um Q herumfliegt, das stört mich jetzt hier am PC mehr. Ich finde, es verdeckt mehr, als ich das Gefühl hatte mit dem Rift. Dafür ist das Bild noch eine Stufe schärfer. Und ich kann euch endlich mal zeigen, was ich jetzt hier die ganze Zeit am Zocken bin. Nach einer Zeit habe ich herausgefunden, dass man hier ziemlich in der Mitte bleiben kann. Am Anfang von diesen Steinen. Dann taucht man runter, kann noch links die Explosion begutachten. Und fliegt man dann unter 3 Felsen durch, bevor das dann die Waffen aufgeschaltet werden. Hier vorne tauchen Gegner auf Bugs. Und es geht eigentlich darum, die anzuvisieren. Und dann schießt Q nach einem bestimmten Zeitraum automatisch. Ich muss aber ein bisschen ausweichen, darum schwenke ich so ein bisschen hin und her. Das ist ein bisschen verwirrend, das ist im Rift besser gemacht. Ich weiss auch gerade nicht, wie ich das erklären kann. Aber ich finde einfach, dort habe ich dann mehr den Fokus gleich noch auf dem Game, obwohl dass ich da rumdrehe und rumwurstle. Aber es geht auch hier. Ihr seht, ich spiele das sicher nicht das erste Mal. Ich nehme jetzt an, es wird nicht gerade der perfekte Run werden, weil es ist schwieriger so am PC jetzt für mich. Mit dem Rift habe ich es einfacher gefunden, aber dort habe ich auch schon viel mehr Übung. Jetzt habe ich hier ein schlechtes Timing gehabt, für die anzuvisieren. Das ist aber immer wichtig, dass man schon relativ früh die anvisiert. Aber perspektivisch, jetzt hat es mich getroffen, ja, ist es auf dem Rift einfach wirklich ein bisschen leichter. Das Zeug kann man besser einschätzen. Ja, ich kann es nicht anders sagen. So, das Gute ist, hier vorne der Fels, der fliegt, wenn ich den einen Bug, der auf den Fels hat geschossen, nicht auf mich, wenn ich den nicht hätte gekillt, dann wäre der Fels in 1000 Teile zersplittert, das sehen wir jetzt hier vorne. Und hat mir dann so die Sicht eigentlich auf die Gegner genommen. Und das gilt es eigentlich zu vermeiden, das habe ich leider nicht geschafft. Und da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, wie ich die Steine kann vor der Explosion eigentlich abhalten. Jetzt hier kann man schön den blauen Strich folgen, dann etwa mit dem Fadenkreuz hier links davor bleiben und dann fliegen im Gegner und dann geht schön rein. Da muss ich nicht einmal ausweichen oder so, weil sie brauchen ja auch ein Zeitchen, um ihre Schüsse aufzuladen. So, und ja, das erste Drittel vom Demo ist jetzt durch. Das war der schwierigste Teil in meinen Augen. Den habe ich gang noch nicht perfektioniert, wenn ich das Wort verwende. Hier kenne ich mich jetzt sehr gut aus, da sollte eigentlich nichts mehr schief gehen. Und dann auf rechts einen genau anvisieren und dann ist der down, bevor er etwas machen kann.
Jetzt kommt er hier links von diesem Schrott einen zu fliegen, den ich nicht rechtzeitig anvisieren kann. Das heisst, er hat Zeit, sich aufzuladen, aber mit so einem Schlenker kann man gut ausweichen. Ich finde, es ist ganz geil gemacht und nicht übertexturiert. Also zum Teil hat man ja einfach nur einfarbige Flächen. Was jetzt hier am Bildschirm ist, man sich anders gewöhnt, aber im Rift sieht das noch einmal geiler aus, weil du sie eben auch simple geometrische Formen sind auch eigentlich beeindruckend, was das Ganze schon noch ein Stück interessanter macht. Also ich bin hier ein bisschen die Sachen am Ausweichen, versuche die Gegner einigermaßen anzuvisieren, was mir aber nicht optimal gelingt. Also hier müssen wir dann wieder unten durch. So, ja, mit dem Headset kann ich echt besser einschätzen, wo ich mich befinde. Das muss ich wirklich sagen. Aber es hält mich nicht ab, davon hier schön durchzuziehen. Wie gesagt, das kann ich alles. Jetzt hier bin ich eben auch nicht ganz so stark mit dem Abkassieren. Das Ziel ist jeweils, die meisten zu treffen. Man kann auch Eisen reinfliegen. Jetzt habe ich einen leider verhängt. Schade, das ist immer schlecht. So, das kann ich wieder sehr gut tun. Jetzt hoffe ich, jetzt bin ich zu weit hinten gewesen. Ja, das stört eben gleich nachher ein bisschen, weil ich hier ein grösseres Field of View habe. Und hier vorne bei Raketen bin ich nicht sicher, ob ich alle 5 muss anvisieren und abschießen, dass sie gezählt werden. Oder ob einfach die Explosion von Raketen, die nach einem Treffer sowieso passiert, automatisch alle 5 ausradiert. Das wird hoffentlich der Killcount zeigen. Jetzt das bricht zusammen und ich kann hier ziemlich nahe am Rand. Ich kann mir sogar ankommen, ohne dass ich Schaden nehme. Durchfliegen und kann die auch von der Seite schon so früh abkassieren, dass sie mir wie gesagt gar nichts machen können. Das wäre es jetzt schon gewesen. Wenn es mich durch am Anfang nicht bereicht hat, wäre das ein 100er-Lauf gewesen, den ich zwischendurch zum Glück schon schaffe. Aber ich glaube, das sind nicht allzu viele Abschüsse gewesen. Jetzt hier vorne ist ein riesen Cluster an Bugs und das ist das Abgefahrene mit dem Oculus Rift. Sieht das alles viel näher aus und viel beeindruckender. Dort hat man wirklich das Gefühl, holy moly, jetzt kommen dort so viele Gegner auf einen zu. Und hier sieht es halt einfach aus wie so ein paar farbige Lichtchen. Auch das hier ist im Rift extrem beeindruckend. Ja, okay, eben 138, das ist eigentlich gar kein guter Score. Ihr seht, die Anzahl der Abschüsse wird dann einfach multipliziert mit der Menge vom Schild. Und rein von dem her ist das jetzt wirklich eine bescheidene Runde gewesen. Der Justin erzählt einem hier noch schnell ein bisschen, das hat er scheinbar rausgenommen, weil er jetzt gerade nichts drückt. Etwas über das Projekt und hier der Bildschirm ist ein bisschen abgefuckt. Irgendwie sieht das nicht so kaputt aus mit dem Rift, aber das macht auch nichts. Da kann man hier jetzt eigentlich den Namen eingeben und unten dran Uiuiui, wie mache ich jetzt das? Du Change Lines, Tab, mal, eigentlich sollte das gehen. Wenn ich jetzt Tab drücke, sollte er abwechseln. Also ja, es hat noch ein paar Fehler, aber man kann es auf jeden Fall spielen. Zum Glück habe ich jetzt nicht einen Highscore gemacht, weil das könnt ihr nicht richtig einsenden. Ja, easy. Also Escape to Skip und das wäre es jetzt eigentlich gewesen vom Vanguard V. Believe in VR, würde ich sagen. Spendet etwas, wenn ihr könnt. Eben, man braucht leider ein Amazon-Konto und somit, glaube ich, eine Kreditkarte, was viele von euch schon wird einschenken, aber ab $1, bekommt ihr dann auch den Link zum Demo und könnt das mal ausprobieren. Obwohl es eben halt mit der Maus und am 2D-Bildschirm dem Game überhaupt nicht gerecht wird. Die Qualität, die das Spiel hat, ist einfach wirklich mit einem VR-Headset zu genießen und man merkt auch, dass es explizit für das entwickelt ist worden. Ganz, ganz geiler Soundtrack. Momentan sieht es aus, als würde sie das Geld nicht zusammenbekommen, weil es geht jetzt nur noch 12 Tage, wenn ich mich nicht täusche. Wir haben noch nicht einmal 20'000 und es bräuchte fast 200. Ja, es ist aber ein bisschen schade. Ich hoffe, dass er es dann gleich irgendwie rauspushen kann, weil für mich ein übelst geniales Game im Zusammenhang mit dem Oculus Rift VK2. Vielleicht kann man es dann mal ausprobieren hier. Vielleicht wird es aber auch nächstes Jahr, bis ich wieder mal zu mir einladen. Family Business out. Macht's gut, schön zusammen!